ZT-Ratgeber Gesundheit wird Ihnen präsentiert vom Kantonsspital Aarau und dem Spital Zofingen. Grüezi miteinander zum ZT-Ratgeber Gesundheit. Einmal mehr sind wir unterwegs mit dem Spital Zofingen und dem Kantonsspital Aarau. Heute sind wir aber in Zofingen geblieben, und zwar sind wir zu Besuch in der Orthopraxis Physioreha Mittelland beim Dr. Erik Reiss. Er ist einer von den Ärzten, der verantwortlich ist für die ganze Orthopädie in seiner eigenen Praxis, wo wir da sind, und natürlich auch am Spital Zofingen. Schon seit über 20 Jahren besteht hier eine enge Zusammenarbeit, und natürlich können wir noch herzlich begrüßen bei uns. Grüezi, Dr. Reiss. Ja, danke für den Besuch. Herzlich willkommen. Wir werden ein bisschen über die Orthopädie reden am Spital Zofingen, vor allem auch über die Geschichte mit dem Knie, sehr ein vielseitiges Thema. Bevor wir jetzt aber ein bisschen Einzelheiten und vor allem Neuheiten anschauen, wie hat sich das ganze Thematik verändert bis ins Jahr 2021? Das sind jetzt seit 20 Jahren mit dem Spital Zofingen unterwegs. Wie hat sich das Ganze so ein bisschen ausgeweitet und vor allem modernisiert? Also wenn man zurückdenkt, jetzt fast 15, zum Teil 20 Jahre Belegarzttätigkeit am Spital Zofingen, hat natürlich die technischen Fortschritte mit sich gebracht, die Veränderungen im Gesundheitswesen, die doch sehr eingreifend sind. Viele Einflüsse von außen schränken unsere alltägliche Tätigkeit doch erheblich ein. Wir haben versucht, dagegen zu halten mit dem Wissenstransfer. Wir haben eine Gruppe hier in unserer Praxis, wo Schwerpunkte gebildet sind, und eben wir schauen, dass wir uns untereinander immer sehr austauschen und eben am Fortschritt dranbleiben. Gelenk und insbesondere das Knie, das wir jetzt ein bisschen besprechen, sind natürlich wichtige Körperteile des Menschen. Mit was für Problemen kommen die Leute zu euch mit dem Knie? Also ich meine, selbst mit dem Knie gibt es ja unzählige Krankheitsbilder. Also wir unterscheiden grundsätzlich einmal die Verletzungen von den Krankheiten, und wenn wir das jüngere Klientel haben mit den Verletzungen, muss man ja immer erstmal analysieren, was ist verletzt, wie tief ist die Verletzung, was ist kausal an Verletzungsfolgen vorliegend, und dann braucht es eben eine Abklärung, eine tiefgreifende, man muss einen Behandlungsplan erstellen, und in den jüngeren Jahren eben haben wir in der Regel ja die Rekonstruktion, den Erhalt des natürlichen Gelenks als Ziel, und bei der älteren Klientel in unserer Gesellschaft geht es doch auch häufig aufgrund der Entwicklung, der Demografie und eben des Anspruchs, auch mehr Aktivität beizuhalten, immer mehr auch in den Ersatzbereich hinein. Gelenksersatz ist ein riesiges Thema in unserer Gesellschaft. Wir kommen ja schnell auf künstliche Gelenke zu sprechen. Wir kennen es von den Privatpatienten, aber auch vor allem von den Sportpatienten. Es ist immer so, wenn einer gesagt hat, ja, ich musste mein Knie machen, hat man immer so die Röntgenbilder im Kopf mit mega viel Metall drin und so. Wie hat sich das so ein bisschen in der Zeit verändert bis ins Jahr 2021? Also in den letzten Jahren hat die Technik sicherlich deutliche Fortschritte gemacht. Wir haben auch negative Entwicklungen erlebt, und deshalb ist aus unserer Perspektive halt immer auch der Gedanke, dass man gut selektioniert, welche Technik man einsetzt. Man muss beobachten am Markt, was sich entwickelt. Man muss die Studien im Auge haben, und man muss auch entscheiden, wenn man nicht zufrieden ist mit etwas, dass man wieder zurückdrehen kann. Ganz wichtig ist immer, individuelle Bedürfnisse müssen abgebildet werden. Wenn ein Patient einen sportlichen Anspruch hat mit Rotationssportarten, braucht er unter Umständen ein anderes Implantat oder ein anderes Vorgehen wie ein Patient, der sagt, ich gehe Stusiger Stägli und sonst bin ich zufrieden. Also da muss man immer genau schauen, welche Technik setze ich ein. Das Allheilmittel ist nicht gegeben, und das muss man gut kommunizieren, und auch der Patient braucht das Verständnis, was ihn da erwartet. Also im Prinzip gibt es so für jedes Bedürfnis eine spezielle Ausgangslage, die Sie analysieren und machen. Und etwas, was jetzt ganz neu ist an diesen Techniken, ist die 3D-Planung. Wie funktioniert das? 3D, wir kennen es vielleicht, der eine oder andere hat einen 3D-Drucker daheim oder eine 3D-Analyse. Früher hat man immer gesagt, ja, wir gehen röntgen oder machen Röntgenbilder, und dann schaut man dann, was ist die 3D-Technik genau? Also die 3D-Technik ist eine Entwicklung, die wir seit ein paar Jahren beobachtet haben, die wir jetzt auch in unserem Portfolio implementiert haben. Hier ist es natürlich so, dass der Aufwand vor der Operation etwas schwieriger ist, es ist etwas mehr Aufwand. Wir machen grundsätzlich bei diesem Patienten ein Kernspintomogramm, also das MRI. Die Daten werden dann ins Zentrum übermittelt, und anhand dieser Daten wird dann im 3D-Druck ein Modell des Kniegelenkes gefertigt, und für dieses Modell werden dann individuell auf das Knie des Patienten quasi die Schnittführung, die uns ermöglicht, die Rotationen, die Winkel und die Drehungen im Gelenk abzubilden und die wir auch referenzieren müssen bei so einer Operation, direkt abzugreifen. Wir haben die Daten dann schon direkt am Knie. Und wenn man den Vorteil
herausarbeiten möchte dieser Technik, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ich als Operateur weniger invasiv vorgehen muss. Was heißt das, weniger invasiv? Was bedeutet das? Gut, bei der klassischen Technik muss ich ja meine Winkel und meine Drehungen von Hand abgreifen, muss mich auf die Bandspannung, auf die knöchernen Bedürfnisse einrichten. Und hier habe ich viele dieser Informationen schon im Vorfeld. Die Weichteiltechniken muss ich nach wie vor manuell gewährleisten können, aber die Fragestellungen der Winkel, die sind relativ wichtig auch für das Ergebnis der Prothetik. Das weiß man heute. Die Ausrichtung ist ein Kriterium für die Langlebigkeit. Nebst der Tribologie, also der Metallkunde, ist es ganz wichtig, dass die Winkel alle stimmen. Und hier muss ich, wenn ich klassisch operiere, zum Teil Knochenmarksräume aufbohren, mit Richtstäben, mit Winkelbestimmungen vorgehen. Das kann ich mir in diesem Schritt sparen und kann entsprechend die Weichteile auch in vielen Fällen schonender angehen. Aber ich glaube, auch da kann man sagen, da gibt es nicht ein Rezept X. Also auch da müssen Sie relativ, je nach Patient und je nach Bild von der Krankheit, muss man da auch wieder sehr flexibel operieren. Ja, vor allen Dingen, man darf nicht der Technik alleine glauben. Man muss wirklich auch mit dem Kopf dabei bleiben und muss Fragestellungen, wie ich es angedeutet habe, eben das Weichteilmanagement, das Balancing von so einem Knie, muss man individuell anschauen. Und da ist eben doch noch sehr viel Handwerk dabei. Jetzt ist es so, Sie sind international unterwegs, tun Ihr Wissen international austauschen. Ich glaube, die Technik kommt auch vom Internationalen, von Übersee her. Wie ist das so? Wie funktioniert das? Haben Sie das Wissen alles von Übersee jetzt importiert in die Schweiz? Sie sind ja einer der wenigen in der Schweiz, die das anwenden darf. Wie funktioniert das so? Läutet man da mal nach Amerika und sagt, hey, was haben die bei euch Neues? Und wir werden es in der Schweiz auch machen. Wie tut man sich da austauschen? Also wir machen jedes Jahr Sitzungen unter uns, wer zu welchen Kongressen fährt, wer welche neue Techniken anschaut, wer sich weiterbildet auf den einzelnen Regionen. Es gibt Fragestellungen, die von meinen Kollegen bearbeitet werden, die dann zurückkommen von den Schulungen und wir besprechen das. Und dann, wenn wir der Meinung sind, das ist für den Patienten ein Vorteil, dann wird das von allen übernommen. Dann natürlich wie überall heutzutage das Netzwerk, die Verbindungen übers Internet, zum Teil auch Social Media ist durchaus ein Thema, wo wir kurze Leitungen haben. Wir haben Kontakte quer durch Europa, wo wir auch wirklich zur Rücksprache nehmen. Und es ist in der Medizin schon so, das muss man vielleicht auch einmal erwähnen, es gibt da nicht die Geheimnisse, sondern wenn man Kollegen hat, die auf einem speziellen Gebiet sehr versiert sind, dann ruft man die mal an oder man sagt, ich komme mal bei dir vorbei, kannst du mir das mal genau erläutern? Und dann gibt es da keine Geheimnisse oder Hürden, man hilft sich da untereinander und das wird natürlich auf den Kongressen dann verarbeitet, in den Publikationen und so transferiert man das Wissen und das Können letztendlich. Sicher aus einem Gespräch ist eine neue Technik herausgekommen, das sogenannte New Surface. Wir kommen schnell auf einen Meniskus zu reden. Das ist auch immer wieder eine Krankheit, die man in Verbindung mit dem Knie hören. Es ist eine neuartige Errungenschaft, glaube ich, darf man schon sagen. Sie dürfen die als einer von wenigen Ärzten in der Schweiz anwenden. Sie haben jetzt hier so eine, ich sage jetzt so ein komisches Teil hingelegt. Was ist das genau, das New Surface? Also das New Surface ist ein Implantat, das uns ermöglicht, diese Fragestellung, die uns ja seit vielen Jahren beschäftigt, Meniskusersatz, was kann ich machen? Man kann den Meniskus, wenn er frisch verletzt ist, ja auch mal nähen, das gibt es schon, aber die Ergebnisse, wenn man über die Literatur schaut, sind nicht immer befriedigend. Ganz neu ist New Surface nicht. New Surface ist in den USA und in Israel entwickelt worden und es gibt auch Ärzte, die in Europa schon ein paar Jahre Erfahrung damit haben. Es gibt in Belgien ein Zentrum, das seit 7 Jahren mit diesem Implantat arbeitet, diese inzwischen sogar auch schon ausgewechselt hat mit großem Erfolg. Und wir dürfen jetzt seit 2021 in der Schweiz dieses Implantat auch anwenden. Die ersten Ergebnisse sind ermutigend. Man braucht aber immer, wie vorhin schon angedeutet, auch den Kontakt zu den Kollegen. Man braucht das gemeinsame Training. Corona war da sogar ein Vorteil für uns. Wir hatten Schulungen, die wir gemacht haben, international auch in Labors, in Kadaverlabs haben wir da gearbeitet, um das zu trainieren. Und wir haben jetzt die ersten Erfahrungen auch für uns gewinnen können, die ermutigend sind. Das Ziel ist letztendlich einem Patienten, der einen Meniskus großflächig verloren hat, eine Alternative zu bieten vor anderen, doch deutlich invasiveren Vorgehensweisen. Und aus meiner persönlichen Sicht bietet unser jetzt neu anzuwendendes Implantat den großen Vorteil,
dass ich es zurückdrehen kann. Also ich kann, wenn es nicht funktioniert, es einfach wieder entfernen. Also man kann eigentlich so viel flexibler und auch wieder vielseitigere Methodiken anwenden. Vielleicht gerade jetzt insbesondere, Sie sind Teamarzt von mehr als die alten Eishockey-Spieler, die viele Knieverletzungen haben. Also gibt es dort vielleicht auch ein bisschen Hoffnung, dass man jetzt zum Beispiel gerade bei Sportlern schneller, oder Skifahrer ist auch immer wieder ein Knieproblem, dass man dort vielleicht die schneller zurückbringen kann an den Start. Ich meine, das ist immer wieder ein Faktor Zeit. Klar muss das wieder gesund werden. Was erhoffen Sie sich so im sportlichen Bereich von dieser neuen Technik? Ich glaube, das muss die Erfahrung letztendlich zeigen. Man wird dann einfach mutiger mit der Zeit, was man den Kniegelenken zumuten kann. Aber im Hochleistungsbereich müssen wir schauen, wie wir das implementieren können. Es ist sicherlich ein Zukunftsgedanke. Das ist sicherlich so, weil ein Spieler möchte natürlich so schnell wie möglich zurück. Wenn ich einem Spieler als Beispiel eine Achskorrektur machen muss, dann ist der ein halbes Jahr weg. Hier habe ich dann ein paar Wochen Ausfall, was natürlich für einen professionellen Spieler ein Zugewinn sein kann. Aber wie gesagt, da muss man vorsichtig sein im Moment noch, bis wir mehr Zahlen, mehr Erfahrungen haben, wie weit wir das dann einsetzen können. Also das ist der Faktor, wo man einfach muss die Erfahrungen sammeln und dann kann weiterbilden und dann sicher wieder am nächsten Kongress kann besprechen. Dann, wie ist das eigentlich so generell? Gibt es Vorbeugungsmaßnahmen im Thema Knie? Also ich meine, ich kann nicht sagen, ich will jetzt den Meniskus vorbeugen, weil wenn der halt kaputt geht, geht er auch kaputt, gerade im Sportbereich oder auch im Privaten. Es gibt sehr viele Amateurfußballer oder Amateursportler. Was ist das Beste, dass ich neue Verletzungen vorbeugen kann? Da gibt es auch kein Rezept, das Sie jetzt da gerade uns offerieren können. Das ist natürlich ein Riesenthema in unserer Gesellschaft mit der hohen Freizeitaktivität. Es gibt natürlich den Wunsch des Orthopäden des vernünftigen Sports. Was ist vernünftig für einen Sport? Und das sind natürlich Sportarten, die nicht mit Impact-Belastungen zu tun haben, eben starke Sprungbelastungen, repetitive Belastungen, starke Drehbelastungen. Aber es sind immer zwei Herzen. Das ist einmal die beratende Situation, die man als Arzt halt abgeben muss. Aber das Allerwichtigste, die Quintessenz, ist die Aktivität. Die Leute sollen aktiv sein, sie sollen ihre Muskulatur benutzen, sie sollen die Kniegelenke stabilisieren, auch die Hüftgelenke oder Schultern. Aktivität ist gewollt, im gesunden Maße. Nur, was ist das gesunde Maß? Das ist natürlich immer eine interindividuelle Entscheidung. Seit 20 Jahren sind Sie unterwegs, gemeinsam im Spital Zofingen, sicher schon manches Knie der Nation gesehen und operiert, wie man so schön sagt. Schlussendlich geht es, glaube ich, auch einfach um eins. Ob Sportler, dort ist natürlich noch ein bisschen der Leistungsdruck, der dazukommt, aber gerade bei den Privatpersonen ist es natürlich auch wichtig, dass man bei einer Knieverletzung die sogenannte Lebensqualität irgendwie ein bisschen zurückbringen kann. Wir haben jetzt hier 2, 3 Techniken gesehen, die Sie uns erklärt haben. Schlussendlich muss man bei ihnen wahrscheinlich auch in die Physiotherapie kommen, wenn man so einen Eingriff hat. Aber wie bringen Sie gerade den Privatpersonen die Lebensqualität dann wieder zurück? Wie würden Sie das beschreiben, wenn man jetzt mal eine Beschwerde hat? Ich glaube, das ist der individuelle Ansatz. Du musst dir die Zeit nehmen, du musst mit den Leuten sprechen, du musst sie abholen. Was ist die Erwartungshaltung und was kann man realistisch gewährleisten? Und da muss man einen Weg finden. Manche Patienten sind dann schon enttäuscht, wenn man sagt, du wirst das Ziel nicht erreichen können, du wirst ein tieferes Niveau haben, aber du wirst wieder in den Sport zurück können. Und da braucht es halt eine Zeit, Gespräche und eine Planung und letztlich auch die Nachbetreuung, was wir für sehr wichtig halten, dass das aus einer Hand geschieht, dass wir dabei sind, wenn unsere Physios kommen und sagen, schau mal, da ist ein Problem. Von uns ist immer einer in der Praxis, das ist so geregelt und dann wird geschaut und dann wird das miteinander besprochen, was kann man machen, dass man das möglichst optimale Ergebnis erreichen kann. Gerade jetzt aber auch vielleicht noch wirklich zum Schluss zu kommen, die Privatleute, eben Lebensqualität, ich meine, mit der neuen Technik ist es ja sicher auch möglich, dass sie einfach da wieder beschwerdefreier können durchs Leben gehen. Ist das, glaube ich, schon ein wichtiges Thema für Sie, was Sie da den Privatpersonen geben, also jetzt abgesehen vom Sportler? Auf jeden Fall. Das Ziel, wir versuchen immer im Vorfeld ein Ziel abzustecken, das wir realistisch erreichen können. Der Patient braucht Information, er braucht eine gute Kommunikation und er braucht die Begleitbetreuung. Die Lebensqualität sollte sein, dass er seine Ziele möglichst erreichen kann. Und da muss man eben manchmal den Weg erarbeiten.
und flankierende Maßnahmen eben auch nicht außer Acht lassen. Was ist für einen Fußballer wichtig? Braucht er nämlich auch gymnastische Elemente in der Reha? Braucht er ein gezieltes Krafttraining? Das große Thema, die Rumpfstabilisation, findet immer mehr Einklang. Du kannst nicht nur aufs Mountainbike sitzen, du musst halt auch Rücken, Bauch, Schultern trainieren, dass man da ein Konzept erarbeitet und den Sportler dann begleitet, dass er nachher sagen kann, jawohl, ich habe meine Lebensqualität wieder. Ich kümmere mich ein bisschen um die Ernährung, ich nehme Nahrungszusatzmittel zu mir, ich passe gut auf das auf, ich vermeide möglichst schlechte Einflüsse. Es ist das Gesamtkonzept letztendlich. Dr. Reiss, sehr ein individuelles Thema. Danke vielmals, dass wir bei Ihnen hier in der Praxis sein dürfen. Auch im Spital Zofingen trifft man sie immer wieder an. Wir wünschen in diesem sehr komplexen und vielseitigen Thema, wo wir noch lange Zeit darüber reden können, weiterhin viel Erfolg und danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für unser Gespräch. Besten Dank an euch. Danke vielmals auch euch, dass ihr zugeschaut habt im Ratgeber Gesundheit hier auf unserem ZT-Kanal. Wir wünschen euch weiterhin alles Gute und weitere Informationen findet ihr beim Spital Zofingen und im Kantonsspital Aarau. Weiterhin bleiben Sie gesund und machen Sie es gut. Ade miteinander. ZT Ratgeber Gesundheit ist Ihnen präsentiert worden vom Kantonsspital Aarau und dem Spital Zofingen.